Juanita ist das Mädchen auf der großen Welt. Jetzt auch. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei, der Wiener klatscht. Nix. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, und in den letzten Jahren, das Schlimmste ist immer vorher meine Begrüßung und dann wird es lustig. So, ich freue mich sehr. Wir haben das so wettermäßig, glaube ich, wunderbar hingekriegt. Gestern schön nach draußen und heute schlecht, gehen wir nach drin. Und deswegen haben wir den Jazz-Verschoppen auf heute gelegt. Und ja. Und ich freue mich sehr, das ist toll. Man freut sich, in der Früh steht auf, da habe ich überlegt, der Wien Jazz-Verschoppen ist das. Dann habe ich mir so überlegt, und wir haben ein Jubiläum, es ist der 10. Ja? Herrlich, gell? Jetzt werden ein paar sagen, aha, ich war aber erst 3-mal eingeladen. Aus diesem Grund machen wir nächstes Jahr weiter. Geht davon aus. Also der 10. das ist schön, wir haben, möchte bei der Gelegenheit den Hausherrn, den Peter Pongratz, vorstellen, der steht da hinten und grinst. Das ist schön. Und wir haben irgendwie vor längerer Zeit angefangen, eben vor 11 Jahren oder sowas, im Keller unten. Also nicht in seinem Fahrerkeller, sondern der hat da hinten ja wunderbar, er macht ja auch sonst Jazzveranstaltungen. Ich habe schon wieder ein Plakat gesehen da draußen. Und da haben wir angefangen, da waren wir glaube ich 20 Leute. Wolf Dieter, du warst dabei, kann mich erinnern. Deine Frau nicht, aber ich weiß, wo sie war. Aber das ist jetzt egal. Jetzt, ja, Jubiläum. Wir wissen, mir geht es darum, gemütlich beisammen sein, schaut euer Handy aus, kommunizieren ist angesagt, reden miteinander ist angesagt, gemütlich diesen Tag verbringen, also ob ihr eine Stunde oder 5 oder 6 oder 10 Stunden Zeit habt, ihr seid immer hier unsere Gäste, fühlt euch wohl, vergesst den ganzen Schmarrn, da sehe ich schon wieder 2 Politiker, da ist schon wieder die rot-grüne Koalition. Schön, dass ihr da seid. Alle anderen haben abgesagt. Wenn die wüssten, dass die ganze Presse hier ist, werden die bestimmt kommen. Aber gut, vergessen wir auch, wir denken nicht an Politik, sondern wir lassen es uns gut gehen. Wir haben einen wunderbaren Gastgeber, habe ich schon gesagt. Nein, das habe ich letztes Mal schon falsch gemacht. Ich bin der Gastgeber, okay? So geht schon mal los. Er ist der Hausherr. Und der noch wichtigere Mann ist der Andi Geitel. Das ist hier dieser wunderbare, wie ich immer sage, Bocuse der bayerischen Küche. Und Andi Geitel hat sich irgendwo versteckt, aber der mag es auch gern. Da hinten steht er, hat wieder ein wunderbares Buffet gezaubert. Andi, heb mal einen Teller auf, gell? Macht er. Wunderbar. Ja, ich freue mich sehr, dass so viele Gäste gekommen sind. Und das Entscheidende für mich ist ja auch immer, wir sagen immer, ja, und viele, viele Kunden, das freut mich besonders. Ich bin jetzt aufgrund verschiedener Umstände im Sender ein bisschen aktiver im Verkauf, im Moment aktiv, und habe dann festgestellt, dass den einen oder anderen Kunden auch von euch gibt, der woanders bucht. Also das hat mich, jeder macht einen Fehler. Und dann haben wir gedacht, jetzt habe ich es dann satt mit dieser blöden Großzügigkeit und immer einladen und fühlt euch wohl und esst und trinkt. Na, buchen die bei den anderen. Ja, das geht ja nicht. Ja? Also manchmal verstehe ich das ja, weil die sind ja, verlangen da 1 Euro pro Sekunde oder sowas. Mehr ist zwar auch nicht wert, aber man muss sein Geld ja nicht beim Fenster rausschmeißen. Ja? Also deshalb ist mit der Großzügigkeit heute vorbei. Die Ausgänge bzw. die Eingänge sind jetzt verschlossen. Wenn jemand raus will, und ich kenne hier alle Ausgänge, steht ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von uns und ohne einen Auftrag zu unterschreiben, kommt ihr hier nie mehr raus. Ja, das lacht er noch. Also, das glaube ich, soll es erstmal gewesen sein. Jetzt kommen dann die Jungs, die hier besser sind auf der Bühne. Und zwar freue ich mich sehr, dass Eddie Miller mit seinen Jungs heute wieder bei uns da ist. Und ich glaube, der einzige Auftritt im Jahr, oder, Eddie? Ja. Wir können die Instrumente gleich stehen lassen. Lasst es stehen, er kommt dann nächstes Jahr wieder. Nein, ich freue mich sehr. Es ist wirklich schwer, den Kerl zu kriegen. Er ist ja viel unterwegs, da werden wir nachher noch
wirst du uns ein bisschen. Ich sehe dich kaum, weil da hinten ist ein bisschen finster, erlaubt mir diesen Gag. Albert C. Humphrey, der Bluesbärtel, steht da hinten. Er war jetzt ein paar Jahre, hat er sich ein bisschen versteckt, es gab auch Gründe dafür, aber Eure Spezi ist wieder aktiv, kommt mit einem neuen Album auf den Markt und ich denke, wir können ihn nachher überreden. Eddie, machen wir das, oder? Dass er vielleicht ein bisschen was zum Besten gibt. Den ersten Jazzfrühschoppen, den wir hier gemacht haben im Keller, war mit Bertel. Und da haben die 20 Leute da unten gerockt wie 20.000. Hey, ich freue mich vor allem, mein Lieblingstitel, schön war die Zeit. Ich würde sagen, schön ist die Zeit. Und ich wünsche einen ganz tollen Tag und viele tolle Gespräche. Und wie gesagt, es fehlt nichts an Essen und Trinken. Fühlt euch wohl. Und das mit den Ausgängen war kein Gag. Gell? Also das nur mehr, dass das klar ist. Löst das nicht ein. Danke, schönen Tag. Loslegen. Josh, eins möchte ich vielleicht noch ankündigen oder das wusstest du nämlich nicht, wir haben nämlich heute eine Überraschung dabei. Die Marina Trost, die werden uns heute auch... Ja, seid ihr bei Trost? Das haben wir gelassen, eine kleine Überraschung. Und dementsprechend werden wir auch jetzt gleich ein schönes Duett anfangen. Wir wünschen euch auch viel Spaß beim heutigen Frühstücken wieder. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like until better among us. One word, hold my hand. Not a word, but darling, kiss me. Build a park with sun, but I ain't waiting forevermore. You are all I long for, all I wish you back the door. Please be true.